Steady Airfryer Challenge. Heute gibt es Camembert mit ein bisschen Honig und feinem Knoblauchbrot, Knoblauchkrostini. Alles im Airfryer, alles schnell und alles mit Steady Gewürz. Das einzige und das beste Gewürz für den Airfryer auf dem ganzen Markt. Also du hast etwas mit Crostini, habe ich gelesen. Genau. Und was gibt es genau? Wir machen Camembert, also es könnte fast so eine Vorspeise, eine Apero-Rezept oder auch das kleine Hunger am Abend, oder? Wir machen mit Camembert und Crostini und das war's mehr oder weniger. Dafür braucht man natürlich das Camembert, das Brot. Wir brauchen Butter oder Olivenöl oder beide. Okay. Honig. Das ist Honig, gell? Da hat sich andere hier schon Hoffnungen gemacht, ob das vielleicht Cognac wäre oder ob das ist Honig. Natürlich. Das ist Honig. Und wir brauchen für dieses Rezept heute Knoblauchmarinade. Deswegen haben wir nachher Knoblauch-Crostinis. Ganz einfach, wenig Zutaten. Und ich glaube, es geht ziemlich schnell. Gut, dann fangen wir jetzt ganz einfach an. Genau. Und du bleibst gerade dabei. Ja, gleich los. Wow, Patrizia ist mega fleissig. Hast du das Ding etwas gefunden? mega Cooles gefunden. Aha. Da tun wir nachher gerade in die Schubladen rein. Okay. Und dann müssen wir nicht einmal mit groß putzen. Dann haben wir noch weniger Arbeit. Juhu! Also dann machen wir den Camembert hier. Ah, dann machst du gerade so da rein. Ich würde sagen, oder? Aber da, ich mache zuerst da, so ich tue die so. Ah, da tust du noch leicht einschneiden. Die weiße Schicht, genau, die Schimmel weiße eigentlich. Schicht, Schimmel eigentlich, genau. Sehr gut. Also habe ich einfach so, dass man, wie gesagt, diese Schimmelteile, also die Haut, ist durchgeschnitten, aber nicht bis ganz unten. Nur wirklich da. Aber nur ganz viel. Nur ganz viel, wirklich nur die Haut da durch. Dann super. Voll parat. Super. Sehen Sie, Wie das hilft im also OP. aktiv, dass da auch richtig zack, zack geht. Ich nehme das hier natürlich, wir dürfen keine Butter verschwenden. Nein. Ja? Und wir machen nicht dann, das ist eine Knoblauchbutter, eigentlich. Gut, das ist bubig. Wisst ihr wie? Butter, Knoblauchmarinade, fertig. Genau. Richtig? Ja. Ja, ich mache teilweise ein bisschen Olivenöl drauf, nur weil es einfacher ist, finde ich. Geht nachher noch schöner zum Streichen. Nur deswegen, aber es würde auch ohne gehen. Soll ich Machst du die sitzen? Marinade in dem Fall? Nein, du bleibst unbedingt da. Ein Pfupf. Ein Pfuff Marinade, So. Etwa so. du musst sagen. Nein, ich würde noch ein bisschen draufstehen. So. So. Schmeckt mal. Ja, es riecht sehr gut. Es riecht wirklich sehr gut. Und jetzt auch hier wieder. Also, das ist schon so, dass das funktioniert im Airfryer. Aber nur, wenn es vom Steady ist. Andere Marinaden können wir und wollen wir nicht garantieren. Das ist getestet. Gell? Ja, Jawohl. die eine kann man wirklich nicht garantieren, da haben wir nicht getestet. Richtig? Oder sie haben die Prüfung nicht bestanden. Also, wie machen wir das am Ja, besten? so, ich würde den rausnehmen. Schau so. Genau, Dann gleich da fast rein. jeder. Machen wir das so erstmal. Dann kann man hier zusammen einfach aufs Brot. Sehen Sie, wie schön dass ich das mache? Also, alles schön verteilen. Eigentlich ist das hier alles gleich. Oder? Kann man gut auch mit dem Kind machen. Mit dem Mann. Ja, so. Allein, gute Musik. Dann tue ich das da wieder da rein. Ja, und ich finde das noch praktisch. Wenn du jetzt gerade nachher nur etwas kochen so, den Dessert willst machen, dann musst du zwischendrin nicht putzen. Aber als Putzen ist es im Airfryer. Geschirrspüler. Also nicht das ganze Gerät. Nicht das ganze Gerät. Bitte nicht das ganze Gerät rein tun, nur die Schub. Hey, wir sind in der Schweiz, nicht in Amerika. Die checken das schon. Denn ich würde auch eins drin tun. Ah, jetzt tun wir die einfach so einbiegen, Ja, oder? ich habe einfach ein bisschen so musst weniger Butter. Weil gut, aber dann, musst keine Sorge dann haben. zeige ich Schau so mal. Säule hier drin. Ja. Genau. Ich wollte einfach zeigen am Schluss, dass man nicht eine übereinander legen soll, Soll damit ich- sie schön knusprig bleiben. Ich glaube, sie werden sowieso knusprig. Da muss ich noch probieren. Dann mache ich die einfach. Ja, sicher. Zuerst probiere ich so zu machen, dass sie so ein bisschen stehen, damit es Möglichkeit gibt für eine Luftbewegung da drin, dass sie schön knusprig bleiben. Die mache ich hier in die zweite Schublade. Wenn du, und jetzt kommt ein Tipp, wenn du eine Airfryer daheim hast mit nur einer Schublade, kannst du das so machen. Und dann würde ich wirklich sagen, unbedingt mit so einem Teil. Und dann kannst du die Brotstückchen auch so am soll ich Rand so machen. heben? Genau. Kannst du die auch so am Rand machen. Wir haben 2 Schubladen, verwenden wir beide, aber könnte man theoretisch auch nur mit einer Schublade machen. Okay? Wie machst du jetzt von der Seite her? Haben beide gleich lang? Oder hast du Die hätten verschiedene- beide gleich lang. Weißt du, lass doch ein Brötchen Lass rein. ich mal da. Ja, dann sieht man das gerade auch. Gut, lasse ich sogar mehr. Wisst ihr, was macht Spaß, wenn du etwas ganz Neues ausprobierst?
komplett. Wir haben, ganz ehrlich, keine Ahnung, wie es rauskommt. Und wir haben noch nie ein Kochvideo gelöscht. Also ihr werdet es am Schluss sehen. Das Däumchen haben wir schon gemacht, hoffe ich. Und die, die es noch nicht gemacht haben, können die jetzt machen. Ich schaue gerade nicht auf die Anzeige. Also dann mache ich gleich da. Also jetzt, wenn es schon drin ist, machen wir einfach Honig da drauf. Ah, auf der Camembert. Auf den Wow. so leicht angeschnittenen Camembert. Da gibt es einen schönen Kontrast. Nehmen wir so weg, putzen wir die Hand. Zweite Schublade. Wir hätten auch in nur eine Schublade machen können, Ja. weil es ist noch einfacher als einfach. Es geht Beides gleich lang, beides oder? gleich lang. Und zwar, je nachdem wie deine Airfryer auch ist, wirst du so programmieren. Ich lerne gerade, ich vermisse nach wie vor die Pfanne und Ofen. Temperatur ich stelle 180 Grad. Wir probieren mit 12 Minuten. Ich schaue, aber so etwa nach 8 Minuten schaue ich kurz drauf, nicht, dass die Brote so dunkel werden. Ja, macht Sinn. Ja. Das wäre meine erste. Bei dem zweiten mache ich hier, habe ich die Funktion Match, dann kann ich matchen und sie machen genau gleich, weil es genau gleich ist. Wow. Wenn es bei dir nicht hat, dann einfach nochmal genau gleich programmieren und Start. loslegen. Und das ist es. Und sich freuen. Und Juhu! aufräumen ist die Zeit zum Aufräumen und kann man essen. Hat man fast keine Zeit zum Aufräumen. Also ich lege Es gleich ist so los mit schnell parat. Aufräumen. Achtung, das Messer kommt. Juhu! Ist fertig. Wow. Wenn man Honig noch ganz gerne hat, kann man hier drauf noch ein bisschen Honig drauf machen. Es hat schon, ne? Ein bisschen noch. Dann gibt es einen schönen Glanz. Und da hätten wir Fest unsere Menü, oder? Camembert mit Knoblauchrostini. Beide aus der Airfryer. 100% Super aus dem schnell, Airfryer. super schnell. Mit dem einzigen Gewürz, das auf dem Airfryer wirklich funktioniert. Wirklich funktionieren. Genau. Wir probieren. Jetzt sehen wir da. So Ist ein gut. bisschen frech, was wir hier sagen, aber es ist die Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist ab und zu frech. Ich habe mir so vorgestellt, irgendwie, dass man entweder das Brot gleich da rein tünkeln oder das kann man so rausnehmen. Das ist noch romantisch. Ich mache eine für dich, guck. Ah, guck, siehst du, da habe ich zeigen. Ach wow, da gibt nachher so... Dann kann man es schön so, weißt du, wie drauf streicheln. Kennt ihr das? Also hast du das schon mal gehabt, in dem Fall? Nicht aus der Airfryer. Ich habe das aus dem Ofen. Und jetzt aus dem Airfryer. Guck mal, extra für dich. Jö. Probier mal. Hey, Bin gespannt, was du sagst mit dem Honig zusammen. Ui, der und will so gegessen oder- werden. So oder so, das Like da unten an ist so gut. Und je nachdem, die Hai nachmachen. Wow. Mega. Ist interessant. Mega. Und? Ah, jetzt könnt ihr auch noch ein mehr nehmen. in dem Fall so. Kannst du logisch. Kann man das mal probieren? Also Noch kannst du nicht theoretisch wirklich mit dem Brot auch reintünkeln. mal. Das geht auch. Ja. Nein, ich mache auch so schön. Schau mal. Der will. Der kommt raus. Du kannst Schön. Abmoderation machen. Ich esse jetzt da ein bisschen. Ja, also, wenn es dir gefallen hat, dann da unten liken, kommentieren, weiterleiten. Nächstes Mal wieder dabei sein. Es ist immer schön, wenn du dabei bist. Wir probieren noch weitere Rezepte mit dem stetigen Gewürz und Airfryer. Bleibt dran. Bis nächstes Mal. Vielen Dank. Einen guten. Top. Ciao, Danke ciao. vielmals. Ciao miteinander. Und jetzt probiere ich es auch.